Wir sind in den Botschaften, zwei Botschaften von Josef sein Leben und Gott vertrauen im Gegenstand. Und ich weiß nicht, je über den Satz gedacht habe. Gott vertrauen, wenn Dinge schwer gehen in uns Leben. Und wir hielten groß eine Obergott-Geschichte. Wir wollen in der Zukunft mehr von Obergott-Geschichten haben. Aber weißt du, Josef hat eine Obergott-Geschichte. Und das würde ich von der Welt uns wiesen. Wenn ihr in der Bibel habt, ihr könnt ihr aufmerken, noch 1. Mose Kapitel 50. Das ist das Ende von Josef seine Geschichte. Und dann sagt es, so steht in Vers 20. Als Josef vertelt mit seinen Brüdern, die Brüder ist Angst, der Vater ist gestorben und nun wird Josef sich gerechten und er wird vielleicht 3 tun, für was sie am getan haben. Aber hörst du, was Josef sagt? Er sagt, gib mir einen bösen Plan gegen mich. Und dort habe ich viele Sünde gesehen. Dass Josef seine Brüder, sein Vater all, in dieser Familie daran den Lieblingsdinge, da wir aufgehst, da wir hängen rechnet, alle Hunde hängen einer den anderen Tausaten, all so Dinge dort reden da. Und so Josef seine Brüder hatten einen bösen Plan für Josef, sie wollen ihm erst tot merken, aber schließlich verkauften sie arm aus dem Sklav, wenn sie wollen mal los sind. Und so sie hatten einen bösen Plan, dann sind 2 wieder hier, und das ist ober Gott. Und das wo wir von der Welt noch checken, wo wir Gott verwickelt mit Josef seine Geschichte. Wo wir Gott durch das ganze Ding. Und weißt du, das ist eine Frau, was wir uns fertig Frauen. Hast du mal eine schwere Zeit in deinem Leben? Bist du mal was durchgegangen, was du nicht mehr weißt, wo so das wir? Und dann hast du gefragt, wo ist Gott? Wo ist Gott in das ganze Ding? Hat Gott mich verjeden? Hat Gott mich verloren? Ich dachte, das wäre Eva, wenn ich an mein Leben denke, oder an uns Leben, wenn ich denke, von wo wir kommen, wo wir von der Seite, wohin ich hier sehe. Dann muss ich sagen, das ist ober Gott. Und das, was Josef sagt, von eng von seinem Leben. Gott hat ihm gelehrt, Gott hat einen guten Plan. Er sagt es nicht, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Dat viele sollen am Leben gehouden, zoals dat von der ist. Und weißt du, Josef, der sagt am Ende von seinem Leben, durch all diese Dinge, was er durchging, wird er nicht besser. Und er hält sich an Gott am Ende von seinem Leben. Check das drin, sagt, check mal. Gott hat einen Plan, viele Menschen zu raten. Gott hat einen Plan, mich Krieg hier zu haben, zu dieser Zeit. Und ich wünsche, wie können das sein? Und weißt du, ich sehe, viele sind auch zu jung, dass das sind Leute, die sagen, du sollst besser werden, aber du wirst besser. Und die Ursache, dass wir besser werden, ist, wenn wir uns glauben an Gott wachgeschmeten, oder wir haben uns glauben an Gott, das ordentlich gewesen, wir haben niemals wirklich gelehrt oder gecheckt, wo es Gott verwickelt mit meiner Geschichte. Und wenn du in dein Leben trägst, wo ist Gott gewesen durch dein Leben? Und kann es sein, dass du von der auf dich steht best, wo du bist, vielleicht bist du auf einer Stadt, wo dir das nicht mal so erscheint. Aber Gott will die Charakter haben, wo du von der bist. Aber kann es sein, dass wir durch Bitternis und Vergebung doll worden über Gott und so Dinge, dass wir am rechten Weg sind, dass wir auf dich steht sind, wo Gott uns gleich will haben, wenn wir nicht uns leiden. Oder wir sind bitter und doll geworden und so weiter. Podioträger, ein Werkträger so, dann hörst du nur eine Botschaft von einem Mann, was er redet von, was alle Artigkeit fertigen ans Leben werden, wir wollen doll über Gott. Na, ich weiß, dass wenn wir sollen sagen, wir wollen doll über Gott, dort wird wir nicht über unsere Lippen loten, because dort ist uns so sehr gelehrt, dass über Gott selber nicht doll. Über Gott, Gott ist Gott und so wieder, und so wir sollen abpassen, was wir sagen, ich glaube auch, dass wir sollen. Aber wenn wir mal 100% der Wahrheit würden reden, dann würden manche von uns sagen, ich kann mir manchmal sehr weit über Gott. Wenn du so Dinge in meinem Leben passiert, was nicht reich werden und so weiter. Und so, wo wir Gott in die Dinge. Und weißt du, wenn er kämpft Gott, und wenn er kämpft Gott seine Allmacht und so weiter, du sind Dinge, die wir niemals vorhin verstehen. Ich hier durch diese Botschaft reden merken, dann hörst du noch so Botschaften von Männer, wo
wat wir würden sagen, wat die leidende Theologen von der sind, op der Welt und so weiter. Und der eine, der mir einen Ausdruck, dat blijft mir satten, wenn unsere Frau als immer, wo das Gott seine Allmacht, auf Englisch sagen wir his sovereignty, like Gott seine Allmacht, dat hij is alle ween, hij kann alles und so weiter. Wo schafft dat taub mit mijn vrije Willen? Und so das Mann, der sieht, dass Gott hat die frei gemerkt, aber Gott hat die nicht selbstständig gemerkt. Und ich weiß nicht, dass eins sein merkt, für mich der das viel. Aber Gott hat uns in freie Willen gemerkt, wir können Entscheidungen merken, aber Gott hat uns nicht selbstständig gemerkt in den Sinn, dass er hat uns gemerkt, dann hat er die durch Hand gesagt, und er sagte, du bist ganz selbstständig, du darfst selbst atmen, du darfst selbst dein Leben leiden, du darfst die Dinge, was du weißt und so weiter, und Gott ist nicht verwickelt mit deinem Leben. So hat Gott die nicht gemerkt. Gott ist verwickelt in ons Leben. Und so, ich hoffe, dass diese Botschaft ein klein bisschen lernen, oder dort bleiben, dass Gott ist verwickelt in ons Leben, von der Gott will uns leiden, und dass wenn wir uns leiden lassen, durch schwere Dinge, durch Dinge, wo du sehr arg gehen, Dinge, wo Menschen die sehr arg behandeln, aber du magst Gott. Und so, er hat ein Ziel für mein Leben, er hat ein Ziel für dein Leben. Und er will die wo anbringen, so die Frau ist laut wir uns durch anleiten. So, wir wollen ein klein bisschen checken, so ein Bibelversen von wo Gott verwickelt in uns Leben. Erstens würde ich sagen, Gott ist verwickelt, bloß einfach in allgemeine Sache. Er hat gesagt, dass er auf diese Welt gemerkt, und er auf diese Welt nicht erschaffen, und er in Schwung gebracht zu sein, und dann ist er auf Reisen gefahren. Wir haben so einen Versen im Psalm 139 zum Beispiel, du sagst in Vers 7, wo kann ich hingehen, den Gäst loszuwerden, wo Handpflichten ut deine Jähen wird zu kommen. Und so der Psalmist sitzt dort, er sagt, das hält sich krakelig, wo ich hingehe, als ich nun Himmel vor, als ich unja Wutter sehe, als ich nun Osten oder Westen oder wo ich sehe. Aber Gott ist du. Und so Gott ist verwickelt. Er sagt im Psalm 33, Vers 13, der Herr checkt von Himmel rauf und sieht alle Menschen kennen. Und wat je de Goude en de Schlechte, hij sagt in Sprüche 15,3, dem Herrn seine Augen sein alles, und wirken über de Goude auch de Schlechte. Und so der Herr, der sieht alles. Ich dachte, das ist weg, Eva. Die Bibel merkt das klar, dass wir wollen am Ende von uns leben, dann müssen wir Rechenschaft aufleihen, für wo wir gelebt haben. Und ich dachte so, okay, wenn Gott nicht verwickelt ist mit uns Leben, er hat die bloß der Hand gesagt und er hat die verjährt und er ist nicht verwickelt gewesen. Wo kann er die rechten? Dort Gott das Reich auf die zu rechten ist, wenn er jeder starb, als er durch was. Und er hat gesehen, was in dein Leben verging. Weil Gott hat krank gesehen, wo die Menschen die arg behandelt haben. Gott hat krank gesehen, als du rohren jetzt. Und ich denke einmal an Jesus, als Lazarus gestorben wäre. Jesus wusste, dass er würde ihn abwarten. Wieso rohrt Jesus? Und ich glaube, er rohrt, denn er hat Mitleid mit den Menschen. Er sagt, was Sinn angebracht hat. Und er sagt, dass Sinn hat ihn Tod gebracht und so weiter. Und so ich glaube, in manchen Mal, wenn wir wo haben gesehen und gerohrt, wir weit nicht wohin, wir sind ganz eng, dort ist wo Gott wir. Und er rohrt mit ihm mit. Weet je veel meer, wenn wir in der sehr schwere Tiden gehen, uns fehlt es an jemand, was er bloß ist. Ich weiß, some von den gleichen nicht sehr kranke besiegen, oder wenn er gestorben ist, wenn wir haben eine Frau, und das was sage ich zu dir? Die Antwort ist nicht. Die Antwort ist nicht. Du kannst einmal bloß durchsetzen, gleich roher Schmerz. Aber das ist, was Gott mit uns tut. Und weißt du, wenn wir dort bleiben, dann wird dein Leben anders sein. Wenn du dort nicht läufst, dann versuchst du selbst zu leben. Dann versuchst du selbstständig zu sein. Kolosser 1,17. Hei wir durch euer irgendwas gemerkt wird, und durch Arm besteht alles. Na, das Vers sagt vielleicht nicht ganz korrekt, dass Gott es mit uns, aber was das sagt ist, dass Gott auf der Welt gemerkt, durch Jesus Christus hat er die Welt gemerkt, und die Welt dreht euch an. Hei mal angedacht, wo so der Mond immer in der Luft hängt, und wo so die Welt in der Luft hängt, und die Sonne wird jetzt an alles runterballt, und die hängen bloß in der Luft. Ich habe Ihnen mal gesagt in meiner Klasse, dass, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Welt hängt schief. Dort wollen wir die Winter und Sommer haben sie wieder. Und so die Welt hängt schief, weil ja ab einigen erst mal ausgehört.
En dan met andere een wordt in de boot uithelpen en zijn weg. Aber das ist nicht wirklich so, es ist. Aber weet je, dat hängt du in der Luft, die Stirns, die hängt in der Luft. Weet je, wer du hält? Jesus Christus. Jesus ist verwickelt, wenn der den Mond kann holen, der kann die Sonne holen, die Welt, die dreht und die Pflichtrahmen Sonne. Und wir können al nächstes Jahr warten, für das Datum, nächstes Jahr, wenn die Sonne wird abgehen, weit wie bei einer 100stel Sekunde. Weißt du, wo wir? Wenn Jesus Christus hält das all am Drehen. Glaubst du, dass Jesus es nicht verwickelt mit deinem Leben? Die Dinge, die in deinem Leben sind, fehlgegangen, die Dinge, die in deinem Leben sind, anders gegangen. Wenn wir uns Glauben an Gott holen, dann haben wir einmal eine Obergott-Geschichte. Und wir wollen in der Zukunft viel Obergott-Geschichten abschnacken, so wie von der Hirten. Und so wird es Obergott seine Geschichte in deinem Leben. Und wenn ihr das und das deuten Menschen gehen mir, das ist in meinem Leben passiert, und so wieder, Obergott. Und das ist, was Joseph sagt. Er sagt, je meinen dort bei, je verkauft mich, je können mich nicht lieben, und so wieder. Obergott hat einen guten Plan für mich. Und ich glaube, wir kommen vielmal in Trouble, wenn wir verjäten dort, wer Gott ist. Wenn diese Geschichte fähig wird, dann checkt wir im Bett von Abraham wieder, wo die Eierreichtigkeit dort dreht und wo diese Menschen auch rechte Entscheidungen machen und haben meistens eine Früh und alle haben Kinder dort durch und es gibt oft ganz und all diese Dinge. Aber weißt ihr, was noch eine andere Seite ist von der Geschichte? Dass Gott wie mit Abraham. Gott raubt Abraham raus, aus sein Vaterhaus, aus sein Land, und er schickt ihm in ein anderes Land an, wenn er will durch Abraham ein Volk merken. Na, hörst mal in diese Versen. Ich würde gleich, wenn die würden teilen, wo viel mal dort hier sagt, ich war. Gott redet hier. Gott redet hier. Der Herr sagt zu Abraham, in 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagt zu Abraham, verlot dein Land, deine Lied, und dein Vater sein Haus und Gehen und Land, dort ich die wiesen war. Ich war von dir ein großes Volk merken, und ich war die Sehnen, ich war die Namen weit bekannt merken, und du warst schon sehen sein. Ich war die Sehnen, ich war die Sehnen, die Sehnen, und ich war ein Fluch ab die bringen, ein Fluch ab die bringen. Und durch die waren alle Völker ab ihr gesehnt. Wieviel Mal sagt er, ich war? Weißt ihr, was Gott hier sagt? Er sagt, ich war mit die Topgun. Und weißt du, als Abraham nach Ägypten ging und seine Friedemess verloren, da leben muss, wenn sie wieder, als er sich mit seinen Kirchen, als er mit denen sehen hat, und so wieder. Weißt du, wo Gott war? Kreuz du. Ich war. Ich war mit ihm mitgegangen. Na, weißt du, wir haben eine Frau, wo so Abraham meist eine Früh, Jakob hat Feuer frühes, David hat, Salomon hat, viele von Gott, seine Männer hat meist eine Früh, und das ist ein Sinn. Wo schafft das? Und weißt du, letztens sage ich gerade, Timer, ich würde lang von reden, aber lob mich bloß sein, dass Gott hat von dem Tag, wo die Menschen fallen, in Sinnen, von dem Tag hat Gott mit Sintel die Menschen geschafft. Und Gott will durch das Abraham. Und weißt du, dass Herr Abraham rüberraubt, das Volk, du hast Gott einen sehr großen Plan mit. Weißt du, was das eng von dem Plan ist? Der eng von dem Plan ist, dass du wirst ewig Leben haben. Das ist, wohin Gott Abraham raubt. Und so Gott raubt sich ein Sintelgemahn Abraham, und durch den Volk, das Volk wird sintlich, das Volk das mögt viele rechte Entscheidungen und so wieder, aber du magst wir Gott. Und weißt du, was sein Plan wir? Er will einen Erlöser in diese Welt anbringen, weil er hat die in seinem Buch geschrieben, du sollst das Jesus kennen und eigentlich du kannst von der ewig Leben haben, aber Gott. Der Mensch hat den vollen Sinn, der Mensch hat den verlebt sich in dieser Welt und so wieder, aber Gott. Und Gott wird verwickelt. Und so er braucht Abraham Ruth, er braucht durch Abraham Isaac, Jakob und das ganze Volk Israel. Und so Gott sagt, das selbst denkt zu Isaac, ich wollte die Versen alle nicht lesen, aber das selbst denkt von ich war und ich will und so wieder. Und so Gott sagt, ich sie mit ihm mit. Und so wenn wir bei Joseph sein Vater kommen, und weißt ihr, das ist eine interessante Geschichte. Jakob hat gerade sein Vater säuerhängert geführt mit seiner Mama taub. Sie haben Isaac sozusagen die Uhr und Tau geschmiert. Und so, Jakob hat den Segen gekriegt, wird also trafen und so wieder. Und Jakob macht nicht von Tüß wach, wenn also will den Tod merken. Wer von Ihnen hat Kinder? Hat er mal ein bisschen gesagt zwischen Ihnen Kinder Tüß? Ich glaube, hat er mal ein bisschen, ne? Er ist die abwaschen mit Ihnen Geschwister. Ich hoffe, die sind niemals bei dir was, dass die einer den anderen wollen Tod merken. Aber weißt ihr, hier wird es so.
Also will Jakob dort merken, Jakob macht Pflichten von Tüß und die schlappt er auf den Stab, eine nach und so wieder. Und dann lesen wir das. In 1. Mose 28, Vers 13. Na denk je nach, wo ist Jakob? Jakob ist auf der Flucht. Jakob muss von Tüß ran. Jakob muss sein Vater verlassen, seine Mama, nun fremdes Land, das hängen Wo ist Gott? 1. Mose 28, 13. Dann sagt er, das ist in Boven stand der Herr und sagt, ich sehe der Herr, ich sehe den Vater Abraham, sein Gott, und Isaac, sein Gott. Das Land, auf was du legst, wo ich die in deine Nachkommen gebe. Und weißt du, Jakob hat das Traum, wie sein selber kommt mit der Geschichte, und er sieht diese Lade von Himmel rauf, und so Gott sagt, ich war, und ich will, und ich war. Und weißt du, durch Jakob sein Leben, und durch seine Feuer frühes, und durch all die hängerischen Dinge, was er verging, durch Mank, schuf Gott, und er braucht seinen Plan durch. Na bitte, dass das nicht euch verstehen. Ich meine mit das nicht, dass wir können so ein hängerisches Leben, als mählich Leben, so wie der Gott will, als ich all weiten mit dort. Gott will haben, wir sollen vom Leben. Aber bloß, wenn du nicht vollkommen bist, und bloß, wenn du Fehler gemerkt hast in deinem Leben, und vielleicht Menschen in deinem Leben haben Fehler gemerkt, du weißt, dass Gott noch lang nicht in der Eng. Und er lehrt uns, und er führt uns durch. Und so, hier wir mit Jakob. Und dann kommen wir bei Joseph. Und weißt du, wenn wir die Geschichte von Joseph noch einmal karten mit übergehen, aber wenn wir mit an Gott denken, das sagst du steht in 1. Mose 30, Vers 22, dann dacht Gott an Rachel, und antwort und Jepher ein Kind. Weißt du, Rachel, dort wie Jakob seine Lieblingsfrau, dort wie der mit was sich ebenfalls verläuft hat, aber wir weiten die Geschichte, und über dem hat er Feuer frühes, und Rachel wird da, was nicht können Kinder haben. Dort wie Jakob seine Lieblingsfrau, aber sie hat keine Kinder. Und nun sagt es hier, dass der Herr antwortet Rachel ihr Gebet, und sie hat ein Kind. Weißt du was, Joseph wie ein Wunderkind. Joseph wie ein Miracle. Na, wir würden sagen, jeder Kind ist ein Wunder, nicht? Wo ein Kind geboren wird und so weiter. Aber hier wie eine Frau, was Gott könnte Kinder haben, und das ist sehr interessant. Ich dachte mal, Jahren 3, mal durch die Bibel studieren, wo viel frühes Gott brauchen hat, was nicht können Kinder haben. Ich weiß nicht, mal gedacht haben, aber mehr als alte Sarah zum Beispiel, und dann hier Rachel und viele andere frühe Luther, was nicht really können Kind haben, aber Gott einmal beantwortet der Gebet, und Gott brachte einen Mann über die ein Kind, was dem Herrn diente. Und so hier ist Jakob, oder hier ist Rachel und Jakob, und Rachel hat ein Kind. Und so wir würden sagen, dass Joseph dort wie ein Kind, ein besonderes Kind in dem war, dass Gott erhielt ihr Gebet, und so in seine Geburt wird Gott verwickelt. Dass Joseph überhaupt zur Welt kam. Und so Gott hat dann einen Plan. Und so er war in der Familie angeboren, wo wir fähig sahen, wo das Lieblingsdinge wären, Aufgangs und hängerische Dinge, all die Dinge wären da. Aber durch manch brach Gott ein Kind zu nehmen, was er geplant hat. Und Gott sagt zu Abraham, lang fertig, er sagt, diene Nachkommen. Die waren 400 Jahre in Ägypten sein. Dann wird Joseph noch lange nicht geboren. Und so ist Joseph geboren, und er ist sozusagen ein Wunderkind, ein Miracle Child. Er ist ein Wunderkind, was Gott am besonderen Weg hat gebracht. Und so nu warst du hier ab, und dann hat Joseph ein paar Träume. Weißt du, wo er ein paar Träume hat? Because Gott gibt in diese Träume. Gott wird verwickelt. Na, dort euer seine Brüder sagen, Joseph, der sich da vielleicht mit Graut machen und so wieder, das alle dabei. Aber die Träume, die wären da nicht bloß für Dummheit. Gott weiß im Verrät, was es mir dann wird geben. Und so Gott wieder mit bei uns heute diese Träume hat. Und dann als Joseph, Jakob seine Sehns, die gehen mit ihr Feu und Kassen und Schuppen sie wieder weit, sägen sie wieder. Glaubt ihr, dass wir bloß mal gut so, dass Jakob Joseph die Hand schickt? Wo wir Gott in das? Und das wird weil haben, wir sollen das verstehen können und sein können, dass Gott hat zu Abraham gesagt, die Nachkommen waren in Ägypten sind für 400 Jahre. Und so, nun sind diese Jungs weggegangen, und nun schickt Jakob Joseph heran. Und so die Brüder, die sollen den kommen, die wollen ihn dort merken. Wo wir Gott in der Geschichte verwickelt? Weißt ihr, wo er verwickelt wird?
hij brucht Ruben, Tim Joseph zijn Leben raden. Zij willen ihn dood machen. Aber dann kommt der Ruben und er sagt, hey, wenn wir den nicht tot machen, wenn wir den in den Loch schmieden. Ruben hat einen Plan, sagt die Bibel, dass er will den da raus holen, Luther, dann in Tränen vorbringen. Aber wenn das kann, dann passieren noch mehr Dinge. Und so ich glaube, Gott mögt Ruben korrekt sein, Tim Joseph sein Leben raten. Because er hat einen Plan. Joseph soll nach Ägypten. Und so hat er den hier in Gruben. Und sie eten Marach. Und dann kommen die Ismailiten, oder diese Schachaslieder. Weet je wo in die Krieg den Tag bedurven? Kun je voorstellen hoeveel Monat vorher Gott al plannen, die reiden mögen, dass die alle bereits werden, en Krieg te der rechte Stunde werden hier. Das ist mir so interessant. Na, wie können sie denken, weil die Brüder, die hatten ja bei sich Plan und so weiter, und sie wollen Joseph tot merken, erstens, nun wollen sie ihn verkaufen und so weiter. Wo ist Gott? Stephanus, Luther in der Apostelgeschichte, er sagt, dass Joseph der Prach hat seine Brüder. Und der Rohr, den Prach hat seine Brüder. Und so weiter. Und wir denken so, Mensch Gott, wo bist du? Wieso lässt du das tun? Aber weißt du, diese Ismailiten, die werden Charakter der rechten Stunde durch. Und die kauften sich den Joseph. Und wir denken so, Mensch Gott, wo bist du? Er wird Charakter durch. Er hat ein gerades Bild. Weet je, wir haben sehr interessante Geschichte in der Bibel, wo wir das sehen, wo Gott auf beid enger Stock schafft. Ich sage immer in meiner Klasse, in der Bibel steht, dass Gott schafft auf beid enger Stock. Und das ist die Geschichte, wo Gott will das Evangelium nur den Heiden bringen. Das ist sein Plan. Und so dann ist Petrus dort in Joppe ab dem Tag und hat eine Vision, und Gott schafft bei Cornelius mit einem Engel und sagt, schau mal Petrus holen. Weet je wanneer die Männer von Cornelius bei Petrus an der Tür klappten? Korrekt den Moment, als Petrus diese Vision hat. Wo wir Gott, die wir mit beiden Engeln verwickelt. Und weet je, Lieder, passieren Dinge in uns Leben, wo Gott hat zwei Engel stark geschafft und er ist tot gekommen in dein Leben. Ich kann in meinem Leben viele solche Geschichten vertellen. Aber denken, von wo Dinge passieren und wo so passiert das und dort und bei einmal hastig sei wir, das kommt taub. Aber weißt du was, Lied? Da waren vielleicht Dinge in uns Leben sein, was wir niemals in das Leben wollen sein, krieg, weil du taub hast. Das sagt in Hebräer Kapitel 11, da haben wir das Kapitel von all diese Glaubenshelden, Faith Heroes. Und weißt du, was du in das Kapitel sagst? Alle von ihnen starben, ohne dass sie das ganze Bild sahen. Sie glaubten an die Prophezeiung, sie glaubten an Gott, sie lebten in Glauben, aber sie sahen niemals das ganze Bild. Und so ist es mit uns. Wir wollen vielleicht niemals das ganze Bild sein. Aber weißt du was, wenn du das verjahst und wenn du den Glauben sozusagen weichschmitzt, dass Gott ist verwickelt mit deinem Leben, dann gehen wir auf den rechten Weg abwärts. Und so wie wir dann denken, dass Gott ist verwickelt in uns Leben, vielleicht haben wir das Bild niemals ganz sein. Aber Joseph, ich glaube hier, als er da verkauft wird, er rohrt, er pracht, als ein 17 Jahre jung, glaubt ihr, er sagt das ganze Bild? Ich glaube, dann wirst du noch nicht fahren, was da soll passieren. Aber 30 Jahre Luther, oder wenn man das Jahr ist, 20 Jahre Luther, dann bei einmal, dann kann Joseph trägticken sein, die haben einen beiser Plan, ist, die mir verkauften, über Gott. Gott hat einen Plan. Und weißt du, Gott hat mich nur Ägypten gebracht, Tim viele Menschen raten, so ist es von der erst, sagt er. Und so Joseph vollfällt sein Destiny, würde wir sagen, oder sein Ziel, was Gott für ihn hat, because er hält sich an Gott. Und so ich glaube, die Ismailiten, die werden Charakter den Moment durch, because Gott hat den was geplant. Joseph, die wird ein Loch. Wieso werden die nicht 3 Jahre Luther oder 3 Jahre fair? Wieso wird nicht so lange Luther, was Ruben den all bieten hat in den Hüschen? Wieso mussten die Charakter diesen Moment durch sein? Because Gott hat einen geraden Plan. Wir hatten Gott denkt, dass seine Brüder den verkauften? Absolut nicht. Dort wir ein große Weide in seinem Leben. Aber wir sagen erst, und wir haben einen Vers in Römer, Kapitel 8, was wir alle gut kennen, dass alle Dinge arbeiten zum Besten für die, was Gott tun, oder was Gott leben. Und weißt du, das modern so läuft, wenn wir uns Luten von Gott leiden. Du sollst besser werden, aber du wirst besser. Und wenn dort das Ding ist, was geworden ist in uns Leben, dann wir sind besser geworden. Dann lebe ich auf Gott nicht könnt
dort tun, was er hat leicht zu tun. Na, wie man Dinge vergeben manchmal? Josef muss auch. Aber warum mal mit checken? Josef ist nun nach Ägypten gekommen. Wo kam dort Potiphar kriegt den Tag, wo uns glaubt haben, was Josef verkauft hat. Kann es sein, dass Gott hat einen Plan, dass Josef soll in den Chinesen Hüsten ankommen, because du soll helieren, wo du alle dreht, und wo du schafft, because Luther wird er dort Hüs ran. Weißt du, wie eine so eine Geschichte? Das ist die Geschichte von Moses. Und so Moses wird in Pharao sein Hüs abgetragen, because er weiß Luther, wo in Pharao sein Hüs drehen, so wie dann. Und Gott hat einen gerade Plan. Na, in Moses sein Leben, da sagen wir, okay, dort die 80 Jahre, 40 Jahre gestorben muss Moses nehmen. Some von uns auch noch nicht mal 40 Jahre. Und die leben nur, das soll also mal Zeit, dass Gott mal sich weiß, nicht? Und so, Gott schafft nicht in unserer Zeit. Aber Josef, er wurde verkauft, Potiphar kauft an. Und das ist mir sehr interessant. Und dann sagte das, in 1. Mose 39, Vers 2, sagte, der Herr wie mit Josef, morgen den Satz, der Herr wie mit Josef in am gelungen, was deut, er wohnt in seinem ägyptischen Wirt sein Haus. Na, hier sagen wir, dass Josef in dieser Lehre, wo er war, er hat sein Bastet und Gott schafft durch ihn, Gott sehend am, because seine Anstellung wäre reich. Und Gott kann ihn brücken. Na, er wie ein Sklav, er wie verkauft, von Papa war und so wieder. Aber Gott hat einen Plan da. Luther aus dem Gefängnis nennen wir. Und weißt ihr, das ist interessant. Wie kann ich krank sein, aber okay, Gott deutet alle, oder er wie alle in den Wald und so wieder. Aber ich will nicht sagen, dass Gott das deutet, aber er wie verwickelt. Wo so wird dass Potiphar seine Frau bei einem Uhr hat, Josef? Und wo so wird dass er in Gefängnis nennt? Und weißt ihr, was da in Gefängnis passiert? Dann kommen da noch 2 andere Männer an von den Chinesen Arbeiter. Den Chinesen erste Jungs, der wird sein Wein schmecken hat und der wird sein Brot schmecken hat. Weißt ihr, die Gefahr zu der Zeit wird, dass den Chinesen wird verjagt. Und diese beiden Männer, dort werden die, was sozusagen zwischen dort eten in den Chinesen stunden, und was dort ist, nein, zum sein, was das Jaft hat, und würden sie sterben, nicht die Chinesen. Das wird ihre Arbeit werden. Na, du machst dann irgendwas gewusst, vielleicht habt ihr Chinesen gedacht, somebody will am vergeben, und diese Jungs, die sind dort zwischen, und du hast irgendwas, wir weit nicht, was die Geschichte wäre, aber dann kommen sie in Gefängnis an. Und das ist interessant, dass die in das selbst Gefängnis kommen, wo Josef wird, nicht? Kann es sein, dass Gott damit verwickelt wird? Kann es sein, dass Gott diese Jungs zu der selbsten Nacht bad und drum gauf? Du wir Gott, wir euch. Und dass Josef du wir, und er wir auch einen Träumer, nicht? Er hat auch Träume gehabt. Und weißt du, dann bruch Gott Josef. Und Josef sagt zu diesen Jungs, weißt du Gott, ich kann den Traum nicht utleihen, aber Gott kann. Dort wisst dann zwar, was sein Glauben von Gott wir. Und so Josef leicht der Traum ut. Und so der eine, der kämpft, war der Tränen sind unten, den anderen wird angebracht, weißt du, wo wir ich glaube, der andere, wie der, was er geplant hat, den scheint nicht zu vergeben. Und der Zeit, wo das gesagt wird, während diese Jungs im Gefängnis, und als es utfangen wird, wir, dass der eine aschuldig wird, und der eine wir nicht, dann der eine wird richtig geholt, der andere, der muss sterben. Aber das, was Josef gesagt hat, was da wird passieren. Wieso haben die Teresalzchen nach dem Traum? Und so Josef sagt zu ihm, dass, hey, Gott kann den Traum utleihen. Und so das ist, was der rüberkommt. Josef sagt zu denen, hey, denk an mich, wenn ich herüberkommst, und red mich für mich, wenn ich sie aschuldig im Gefängnis. Wo kommt das, dass das geht dort für Gott? Nach für 2 Jahren muss Josef da sein. Weißt du, wo wir ihn dort für Gott? Gott möchte ihn dort vergeben. Weißt du, wo wir ihn? Gott hat geplant, Josef früh zu bringen, aber er hat geplant, dort durch Pharao zu tun, wenn Josef soll der rechte Stadt schreien in der Königreich. Gott will Josef in den Gefängnis holen, aber zu der rechten Zeit, in der rechten Umnehmen, aber der rechte Weg. Und so, wenn Jan Mann hat Josef da geholt und so wieder, dann wird Josef nicht sein, durch nach Pharao gekommen und durch der rechte Zeit, der rechte Mann. Weißt du, das ist interessant, Gott wie in die Einzelheiten von Josefs Leben verwickelt. Na, wir denken vielleicht so, boy, nach einmal 2 Jahre durch ein Gefängnis. Was wir müssen verstehen von dieser Geschichte, das ist das große Bild. Wie kann euch krank sein, oh Gott, wie hier, Gott, wie du und so wieder. Die Bibel sagt uns die Dinge nicht. Dort er involviert wird, dort weit wir. Because Josef sagt, Gott hat einen guten Plan und er braucht den Plan durch. Aber was wird das große Bild sein? Dass Gott will ein Volk raten.
Und Gott will das Volk in Ägypten anbringen. Und da würden sie 400 Jahre wohnen und über dem Slowen sind sie wieder. Und dann wird Gott entweder holen. Das ist ein wunderbarer Weg. Weißt du, die Geschichte von Israel, wo Gott in Ägypten holen sie wieder. Das ist eine von den interessantesten Geschichten in der Bibel. Und wo Gott durch seine Wunder schafft und so wieder. Und so dann braucht Gott das Volk rüt und er braucht es in den Land. Aber weißt du, dort wir gleich das eng für das Ziel. Dann will Gott durch dessen will Gott uns die Bibel geben. Wer von ihnen hat eine Bibel? Weißt du, was in der kommt? Durch Abraham und seine Nachkommenschaft. Dort wie Gott sein Plan. Und so Gott hat einen fehlgeratener Plan und nun habe ich Gott sein Wort in unser Hängen. Wer von ihnen kennt Jesus Christus? Weißt du was? Gott braucht Jesus in dieser Welt und durch dort folgt. Dort wie sein Plan. Dort wo ihn Gott all Abraham raubt. Dort wo ihn Gott all diese Dinge deut. Und so, das ist ein Mann, wo ich noch horchen deut, während dieser Botschaften so wieder zum ein bisschen meine Ideen kriegen und so wieder. Er sagt, wenn wir würden mal Joseph sein bunter Rock mal uitraken, ganz, wo die really hanregt, dann regt die ganz bei die. Wenn die bunter Rock dann nicht was wir, dann wie Joseph never nach Ägypten verkauft. Wenn Joseph nicht nach Ägypten verkauft wird, dann wird das Volk dann never was, dann hat wir die ganze Geschichte nicht, wo Gott entrüht halb, wo Gott in dort Passafast jaft, wo Gott all diese Dinge deut, und wenn es nicht für dort Volk was wird, dann wird es keine Lösung, wenn es keine Lösung wird, dann hat es keine Radung. Und so Gott hat einen geraden Plan. Weißt du eigentlich, wir leben in dieser Welt und wir denken manchmal so, okay, wer sie ich? Wenn mir erst nur und ich sehe bloß das Mensch und so wieder. No, du bist gut. Du bist eine Person in Gott sein großer Plan. Na, Josef, seine Geschichte ist eine Geschichte, wo wir das ein klein bisschen kann sein. Aber weißt du, wie man diese große Geschichte sein? Gott hat einen Plan, die Welt zu raten. Und er hat durch das Volk. Und so Gott schafft durch sämtliche Menschen zum das zu bringen. Weißt du, was Lied? Wir wollen in den kommenden Monaten, dann wollen wir uns mehr lernen von den Heiligen Geist. Und die sollen sich nicht grübeln dafür, weil der Heilige Geist ist nicht weird. Das ist Gott. Aber weißt du, was die Bibel uns lehrt? Aus dem Kind Gottes wohnt Gott in dir. Du bist der Tempel von den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann gehörst du nicht mal zu Jesus. Und so erkennen du als gläubige Menschen von dir, wir können niemals sagen, dass Gott ist nicht mit uns, because er wohnt in dir. Wenn er nicht in dir wohnt, dann bist du gleich Gott sein Kind, dann bist du noch einmal verloren, dann bist du noch einmal am Weg nach der ewigen Verdammnis. Weil wir uns da Leuten ansehen, ohne dass Gott bei dir wohnt, bist du nicht eine wahre geborene Person. Und so, wenn du Jesus kennst und du bist wahre geboren, das meint so viel, der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist gleich bloß eine Person, die hier durch das Leben schwammt und Gott ist nicht involviert und Gott kümmert sich nicht und Gott gibt nicht drum um dich. Du bist eine Person, wem Gott so sehr erlaubt, dass er sein Sehen gibt. Nu wohnt er selbst in dir und er will dein Leben leiden. Was ist Gott sein großes Bild? Wo passt du denn an? Vielleicht kannst du euch sagen, ich kann auch euch kriegen. Aber ich weiß so viel, dass ich hier von der Boven sehe, wenn ich an denke, von wo ich komme. Wenn, ich habe mal gesagt, wenn Menschen wissen, von wo ich komme, ich hier nicht haben. Aber weißt du was? Gott hat einen geraden Plan. Gott hat einen geraden Plan. Und so hat in Josef sein Leben, er hat in dein Leben. Aber weißt du was? Gott vertrauen im Gegenstand. Das, wo der Warte liegt. Was besser geworden? Er da lieber Gott. Aber du kannst nicht verstehen, wieso muss das zu mir passieren, oder wieso sehe ich in die Familie kommen, oder wieso sehe ich nicht auch so einen Mensch als Jana und so weiter. Das sind Frauen, die wir manchmal haben. Weißt du, ich will uns alle an Hort legen, dass wir lernen, Gott vertrauen im Gegenstand. Und du sagst Menschen, die sind gegen die. Vielleicht deine eine Familie. Und du forschst nur dein Zeug, oder du bist ewig geschoten, du bleibst du bist ein Christ und so weiter. Wir haben viel mit Menschen geredet in uns Volk, wo das so ja verstaat worden von einer Familie, wenn sie Jesus angenommen. Vielleicht bist du einer von denen. Und du denkst, so, wo ist Gott in das alles? Like, meine Familie, die kann mich nicht leiden. Meine Familie hat mir zu sie gestartet, oder andere Menschen haben, die reden alle Hand bei sich von mir. Du hast alle Hand geredet von ich weiß nicht, was das alles ist. Aber das sind Dinge, die auch gegangen in dein Leben.
Und ich wünsche, wir kommen alle bei den Punkt, wo wir können sein über Gott. Menschen meinen dabei, Menschen wollen mein Leben vernichten, Menschen wollen mich aufbringen, der Teufel mit Menschen taub wird ans Gleiche zu vernichten. Und welche schlechte Rede von unseren Zeugrammen in der Gegend und so weiter. Und wenn wir nicht besser wollen, wenn wir nicht überdoll wollen, wenn wir sein über Gott. Über Gott. Gott schafft in unser Leben. Er läuft die. Und wenn du von dir den Bild aufmerkst und das sieht ein bisschen dunkel da bin, dann wird es alle scheif dreht. Gott läuft die. Gott hat einen geraden Plan. Wenn wir nicht besser wollen, wenn wir besser wollen. Weil die Bibel lehrt sehr klar, dass der schwere Tiden wo wir geduldig uns Charakter büht in so eine Dinge. Je mir einen bösen Plan, je mir, aber Gott hat einen guten Plan für mich, dass viele sollen im Leben geholen, so ist das von dir aus. Kann es sein, dass Gott auf die geraten, wenn er will deine Familie raten? Kann es sein, dass Gott auf die geraten, wenn du sagst, Menschen, was bloß du erregen kannst? Weil wir nicht bloß denken, dass wir schwammen in das Leben, in das Wut davon leben, und wir sind kein Mensch, oder wir sind nicht. No. Gott ist mit uns verwickelt. Er hat einen Plan für dich. Weil wir Gott vertrauen, den Tag, wo wir das nicht sein können. Weißt du, was Glauben meint? Glauben meint, wir vertrauen Gott, wann nichts sein merkt. Glaubt ihr, das mögt sein, als sie Josef verkauften? Glaubt ihr, das mögt sein, als er schließlich durch Ägypten in der Hecht kam und dann knallt es einmal wieder war in Gefängnis? Glaubt ihr, das mögt sein, wenn das Mann dann war für Gott und so weiter? Mögt das nicht sein? No, das tut euch. Aber Gott hat einen geraden Plan. Und so, er lädt Josef Staub wie Staub. Und weißt du, ich glaube, wir bloß haben ein von seinem Leben, als er kann treten und sagen, Gott hat einen geraden Plan für mich.